Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und ich glaube, die Alt ist hier wieder uns auf der Ferse. Wir haben hier in der letzten Episode noch den Hoch gekriegt, der mag dringend gesucht haben. Und jetzt, tja, jetzt haben wir unseren Hoker. Aber nur noch eine Batterie. Das wird bitter. Das wird so richtig, richtig bitter. Die Martha schleicht hier auch irgendwo rum. Unmittelbar vor uns. Und ich muss mal jetzt die Batterie reinmachen. Ich glaube, ich sehe da was. Ach, das wird jetzt hässlich. Das wird jetzt richtig hässlich. Ich habe schon jedes Mal Schiss. Oh Gott. Uah. Ich weiß ja nicht, was passiert. Sollte machen, dass ich hier rauskomme. Und dann rennt Blake. Oh oh. Irgendwo blökt sie wieder rum. Was sind denn das für Geräusche? Wow. Manometer. Und ich habe keine Batterie mehr parat. Das heißt, wenn es jetzt hart auf hart kommt, habe ich so richtig in die Hose geschissen. Deswegen renne ich jetzt. Wie der Teufel. Dann gleit doch runter. Und jetzt renn, Blake. Scheiße. Da muss ich lang. Oh Gott, scheiße. Da muss ich durch. So war's, genau. Und jetzt mach. Mach. Hoch die Tür mach auf. Und was? Ich kann nichts mehr machen. Die Cat. Oh Gott. Na, das werde ich nicht mehr hinkriegen. Die wird mich vorher abschlachten. Nein! Geh bloß weg. Speichert. Okay, da kommt sie nicht durch. Okay. Fuck. Keep moving. Wie wär's als Belohnung mit einer Batterie oder so? Das wäre ends Knorke. Ja, scheiße. That is the mine. Ja. The heretics are. That's where they've got Lynn. Ja, ich glaube, da bin ich auch nicht besonders willkommen hier. Trophäe erhalten in Kupfer, Babylon. Old Mine, ja. Das ist es. Mein Puls geht wieder auf 500. Okay, das sieht aber wenigstens doch schön aus, das Gebäude. Und ich hoffe, ich habe noch alles mitnehmen können, was ich in dem alten Gebiet an Zettel und Schriften und so weiter finden konnte. Und ich brauche jetzt dringend eine Batterie, sonst geht's mir so richtig hundsmiserabel. Deswegen, ich habe die Hoffnung, dass hier irgendwo noch was ist. Aber das war in dem alten Gebiet jetzt, in dem, was wir jetzt hinter uns haben, war halt ständig die Befürchtung, die Martha könnte kommen und die steigt uns immer noch. Und ja, das war natürlich richtig heftig. In der Kreuz. Wo diverse Sachen drauf stehen. Hier, ach. SID. Wieder ein Knotbrief. Ich lese das einmal wieder entsprechend mit seiner schönen Stimme vor. Liebste Martha, meine meistgeliebte Vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erhöre mich, du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du nicht schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt jedes Leben. Das du nicht nimmst,
Das mit einem S-Knot. Dass der Feind, Ja, das stimmt. dass der Feind sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Templegate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe. Dass Gott dich liebt. Knut. Boah, der hat ja so wunderschön die Stimme, da drauf erstmal einen Schluck Wasser. Der hat ja so eine ganz wundervolle Rednerstimme, der Papa Knot. Und jetzt gucken wir mal, ob man nicht für mich irgendwo noch eine Batterie organisiert kriegen. Das wäre jetzt echt gerade das Dringendste, was ich bräuchte. Und jetzt geht's ins Ketzergebiet und mein Kater hat ja gerade Rambazamba gemacht. Ich mach mal ganz kurz einen Cut an der Stelle, damit ich den mal rauslassen kann. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja. Wenn der Rambazamba macht, der Kater, dann will er raus. Aber ich mache jetzt auch mal seltenerweise ovens my Let's Plays. Da ist er dann etwas unruhiger und will wieder mehr machen. Dann kann er doch nicht die ganze Zeit liegen und schlafen. Das kann ich irgendwie auch noch vollziehen. Da geht's jetzt hier weiter. Oh. Jetzt sind wir wieder hier in der High School. This is before I found her hanging. Ja, before I found her hanging. Na, herzlichen Glückwunsch. Wake up. I'm still here. Durch den Spalt gequetscht und in der High School gelandet. Okay, wie hat er das jetzt genannt in der Aufnahme? Do I get out of here? Galgenmännchen. Okay. Das war wieder Knots Evangelium. Das haben wir da gefunden, genau. An Martha, mein Racheengel. Meinem Rachenengel, außerhalb von Marthas Kapelle. Oh, das war ihr Privatkapelle. Na gut, Schlachthof, da scheint sie wohl gut aufgehoben zu sein. Wir scheinen auch ein bisschen mehr als die Mitte geschafft zu haben. Jetzt sind wir nämlich schon bei 10 von 18 Seiten. Okay, also scheint noch ein Weilchen zu gehen, das Spiel. Und ich habe nach wie vor keine Batterie. Liegt da irgendjemand auf dem Boden, oder? Ah, nee, das ist nur ein Lumper. Na gut. Jessica. Mhm. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Lass mich doch wenigstens irgendwo Batterie haben. Das ist doch grässlich. Ohne Batterie schaffe ich das jetzt nicht. Da komme ich auch nicht durch. Verdammt doch mal. Ich muss irgendwo erstmal Batterie finden. Das wäre das Beste überhaupt von Welt, wo gibt. Wenn ich das schaffe, kennt. Natürlich nicht. Ich habe immer noch wie bei Outlast Ends die Befürchtung, dass irgendwo so Fratze auftaucht. Wenn ich dann da aufmache. Ah, da ist er. Ne, Moment. Ich habe doch da unten drunter Batterie gesehen, ja. Die will ich haben. Geh ganz runter. Ne, ich will nicht das dappische Ding. Ich will da unten die Batterie haben. Da unten liegt eine Batterie. An die will ich dran. Na gut. Dann drücken wir halt zuerst das. So ein Mist, sein Elender. Da will ich dran. Das dappische Ding. Ah ja, okay. Ah, okay. Kapiert. Kapiert. Jetzt kann ich das Ding nehmen. Kann endlich hochladen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich zumindest eine Batterie noch gekriegt. Da geht es mal nicht durch. So viel wissen wir. Und durch die statische Störung habe ich echt Schiss, dass es bald soweit ist, dass wir das Ding sehen, was die Jessica zu sich genommen hat, also der Kanker hat. Danke, Blake. Was danke, Blake? Irgendeiner flüstert irgendwas. Ich hoffe, ich muss da nicht sehen. Da haben wir wieder was zum Lesen. The Hangman game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere. For Lynn to find. Okay. Na toll. Das heißt, wir spielen jetzt Galgenmännchen. Finde einen Weg hier raus. Ja, das liebe ich ja. Das liebe ich ja so immens. Ja, die haben anscheinend nicht nur Galgenmännchen gespielt, sondern es auch gelebt.
warte nur, bis irgendwo die Lin baumelt. Mann, 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 Mann. Ich sollte mich aber echt beeilen, weil ich nämlich sehr viel Batterie habe. Das heißt, jetzt ist wirklich Beeile gesagt. Anders komme ich hier schon gar nicht mehr durch. Das heißt wohl, auf der anderen Seite müsste noch was sein. Und hier geht ja alles rasend schnell wieder aus an Licht. Was mal hin. Die Batterie in dem Spiel, die machen mich fertig. Blockiert. Ich versuche so wenig wie möglich aufs Spiel zu gucken. Ja, uff. Scheiße, da muss ich jetzt durch, nämlich Mist. So ein elender Mist. Es ist überhaupt gar nicht total unangenehm gerade. Da ist eine Batterie. Okay, wenigstens das. Das nimmt mal ein bisschen die Angst davor, mich so richtig beeilen zu müssen. Okay, du geht's weiter. Mann, Mann, Mann. Okay, von da komme ich wahrscheinlich. Ich gucke doch so ungern hier. Ich kann es euch echt nicht sagen, wie ungern ich hier in der Schule unterwegs bin und in die Richtung gucke. Oh. Aber wir sind erwachsen. Wir sind groß, Blake. Ich mag nicht. Voll die Knetkopfstimme kriegt. Ich mag nicht. Nee, ich will nicht. Scheiße. Das wird's wohl sein, ne? Warte mal. Ach, da ist wieder Galgenmensch. Genau, du musst es dran machen. Das heißt, ich muss den Overhead-Projektor da noch hinziehen. Mhm. Genau, dort. Folie platzieren. So. Zum Interagieren weiter hier drücke. Okay. Dann zieh es nochmal weiter ein bisschen. Kannst du das nicht in die andere Richtung ziehen? Nee, so dicht wie möglich. Und dann, Moment, da, genau. So. Moment. Ich weiß noch irgendwie, ja, so haben wir es doch. Jetzt nur noch, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen, wie der das macht. So, und jetzt ein bisschen kleiner das Ganze, oder? Ja. So, und dann, ja. Buchstaben sind versetzt. Okay. O, V, Le. Okay. Keine Ahnung. Das ist mal wieder sehr kryptisch hier alles. Was soll ich dann machen? Aber die Stimmung hier ist bombastisch. Also was Gruselfaktor angeht, ist das definitiv hier absolut bombastisch. Hat selbst Resident Evil 7 nicht so eine Stimmung erzeugt wie hier. Also das ist absolut großartig gemacht. Ich glaube aber besser kriege ich das echt nicht mehr hier. Buchstaben sind versetzt. Anders geht's aber nicht mehr, oder? Doch, tatsächlich. So Hammers. Unforgivable. Unforgivable. Unvergeblich. Unverzeihlich. Unforgivable. Ja. Okay. Sollte stimmen, ja. Jetzt ist nur die Frage, was? Was passiert jetzt? Und will ich das wissen? Will ich das wissen? Ich will es nicht wissen. Ich will do im Schrank leben. Scheiße, also irgendwas passiert jetzt hundertprozentig. Irgendein Jumpscare. Irgendwas ganz Furchtbares. Mann. Ich will's gar nicht. Ich will's einfach gar nicht rausfinden. Auge zu und durch. Haare zu und durch. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit ihrer Kindheit sein. Ihrer ganz furchtbare Kindheit. Okay, da komme ich auch nicht durch. Ja, irgendwas wird in der Schule passiert sein. Irgendwas ganz Schreckliches muss passiert sein. Aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier irgendwas in dem Raum noch machen muss. Du kannst hier nichts mehr machen, oder? In dem Ding kann ich nichts machen.
Was könnte ich noch machen? Hier in dem Raum wohl nix. So viel ist sicher, denke ich. Mein Hirnschmalz ist auch ziemlich hinüber. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen kann. Ich weiß es echt nicht, ihr liebe Leid. Das ist so der Moment, wo ich denke, warum spiele ich sowas blind? Warum habe ich das nicht vorher bei irgendjemand wenigstens geguckt, ein bisschen zeitversetzt gespielt und dann bei irgendjemand anderes geguckt? Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Jetzt muss ich vielleicht hier durch den ekligen Gang. Nee. Ich will mich auch nicht wirklich umdrehen, um ehrlich zu sein. Ich bin so ein Schisser. Ich bin echt so ein Schisser. Das ist mal ganz ohne Witz. Ah, Mann. Ich bin so ein unglaublicher Schisser, was sowas angeht. Ich habe jedes Mal Schiss, was um... Jumpscare. Ich habe jedes Mal sowas von Schiss vor einem Jumpscare hier. Und dass ich mal irgendwann total in die Hose, Stuhl... Okay, renn. Renn, Blake. Was anderes mache ich jetzt nicht mehr. Mach auf die Scheiße. Das geht nicht. Oh oh. Irgendwas war hinter uns. In den Shutter. Oh Gott. Boah, und das ist Lache. Es ist so heftig verschlossen. Na toll. Boah, ich hab so Schiss, Mann. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß einfach nicht, was kommt. Und ich will's gar nicht wissen. Es muss irgendwas Furchtbares jetzt kommen noch. Oh Gott. Irgendwie die Wände bewegen sich gerade so Trudel. Du Scheißtyp! Bitte wieder zurück in Templegate. Bitte wieder zurück in Templegate. Bitte wieder zurück in Templegate. Ich mag hier nicht mehr sein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn das für ein Ding? Scheiße. Ich weiß nicht, was ich zu machen habe. Hier wieder raus? Verschlossen. Was? Verstecken. Ich weiß nicht, was ich zu machen habe. Ich kann es nicht sagen. Ist das schrecklich, wenn man nur in dem Gang drin ist und nichts machen kann. Und die ganze Zeit nur dieses dämliche Didi Hallervorden lachen. Ah, okay, da kann ich rein. Mann. Ja, danke. Ich werde sehr gern jetzt gegrabt von irgendjemand. Nehmen Batterie, danke, das ist schon mal sehr gut. Das war's mir wert für den Jumpscare wenigstens. Dass ich Batterie krieg. Oh Gott. What would Jesus do? Ja, mich zu Tod erschrecken würde er machen. An die, dass ich noch der Arsch ablache. CD und Diskette in M, das ist sehr cool. Scheiße. Manometer. Was muss ich machen? Da komme ich nicht hoch. Was du wolle. Zum Interagieren gedrückt halten. Ah, ich verstehe. Ich muss jetzt da hochklettern. Dafür brauche ich das Ding. Na gut. Kapiert. Aber will ich das wirklich? Ich hoffe, dass ich dann einfach nur wieder in Templegate bin. Dass ich da dann weitermachen kann. Verdammt nochmal. Ist das widerwärtig alles? I'm back here. What the fuck? I was just here. Ja. Ach, das Ding aus dem Brunnen mal wieder. Gott sei Dank. Speichert. Was zur Hölle ist da passiert? Vor allem, weil wir jetzt einfach nur in irgendeinem Ding wieder hier sind. In irgendeinem natürlichen Ding. Tunnel. Boah, das ist so heftig. Also der muss auch wirklich irgendwelche Hirngespinste haben. Ich bin angefangen bei der Schulsequenz über ein Tor geklettert und da hat er gedacht, er ist im Lüftungsschacht. So, dann bin ich in der Schule rumgegeistert, habe den Herzinfarkt meines Lebens gekriegt. Und dann
ist er durch die Schächte wieder gekrabbelt zum Schluss, um aus der Schule rauszukommen. Und eigentlich ist er hier durchgeklettert. Das heißt, der hat hier zwischendurch seine eigene Flashbacks. Anscheinend, was eine schreckliche Kindheit betrifft, weil er mal die Jessica auch ganz am Anfang erwähnt hat. Aber inwiefern das hier mit all dem zusammenhängt, ich hoffe, die enthüllen das richtig logisch und machen eine gute Story draus. Nicht wie bei The Evil Within, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich ist der geisteskrank und rennt draußen rum. Und dann Pustekuchen, also jetzt ohne Spoiler, ansonsten The Evil Within auf Pelz, ich gucke definitiv. Und ja, ich hoffe, die lösen das hier ziemlich cool auf, weil hier finde ich das definitiv interessant, dass der eigentlich hier in der Gegend rumstolpert und hat dann dabei sehr komische Flashbacks. Auch beim letzten Mal, wo er gedacht hat, der wird jetzt angegriffen und mit in der Schule attackierten dann der Bauer, der eigentlich dann zu Templegate gehört. Ich hoffe, es wird aufgeklärt. Ich freue mich arg drauf. Und das und vieles mehr, dem gehen wir morgen wieder noch bei Let's Play Outlast 2 auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.